SRF Audio. SRF 3 Fokus mit dem Stefan Büsser. Mein Gast ist der Jonas Breuer. Er hat viele Jahre als Ausnahmetalent von der Medienbranche gegolten. Vor 2 Jahren hat er dann aber die Seite gewechselt und ist in die Politik. Was treibt der fünffache Familienvater an und kann es nach beruflichen Niederlagen am Schluss vielleicht gleich noch ein Happy End geben? Jonas, herzlich willkommen im Fokus. Danke vielmals, Stefan. Du bist ein Filmfreak. Wie hat dir jetzt der Trailer oder die Vorschau, die ich da gemacht habe, gefallen? Ich würde jeden Film schauen, den du machst. Und jetzt wirklich? Also das stimmt. Das stimmt wahrscheinlich, dass man gesagt hat, der ist irgendein Talent. Und es stimmt ganz sicher, dass es Niederlagen gegeben hat. Ich glaube, die wird es auch wieder geben. Und von dem her hast du es gut getroffen. Ich fühle mich beschrieben. Sehr gut. Du bist ein grosser Filmfreak, das darf man ja wirklich sagen. Du hast eine Faszination. Dein erster Job in der Medienbranche war auch bei der Zeitung Film gewesen. Was fasziniert dich am Medium Film? Wow. Also, Film ist eine wahnsinnig komplexe Erzählform, wo du ganz viele verschiedene Mittel hast. Und wenn du die irgendwie zusammenbringst, sodass sie sich nicht konkurrenzieren, sondern ergänzen, und viele von denen spürst du ja gar nicht als Zuschauer oder Zuschauerin. Wenn du das schaffst, dann kannst du eine Geschichte erzählen. Und du kannst die Menschen berühren, im Kopf, aber eben auch im Herz. Und du kannst der Regisseur sein, du kannst auch sagen, was passiert, oder? Also du hast Kontrolle, ist das etwas, was dir auch liegt? Ja, also es ist sicher lässig zu merken, dass man Handlungen macht und dass die Wirkung haben. Also dass du etwas drückst und da passiert etwas, das ist schon spannend. Aber beim Film wie bei allem anderen ist eigentlich relativ naheliegend, dass du musst geschehen lassen. Wenn du meinst, du könntest es kontrollieren, dann kommt es meistens nicht so gut. Ich bin übrigens an der Filmschule, wo ich den Film studiert habe, das weißt du sicher, bin ich nicht so gut gewesen. Ich habe gefunden, dass all meine Gespönli in dieser exklusiven kleinen Filmklasse, die ich teilnehmen durfte, wo ich auch aufgenommen worden bin ich eigentlich heute noch stolz. Ich habe gemerkt, dass alle Kolleginnen und Kollegen in dieser Klasse besser gewesen sind, oder fast alle. Und die haben eigentlich mit weniger Aufwand, mit weniger Hirnleistung, haben die in meinen Augen bessere Filme gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es ist, weil sie es mehr aus dem Bauch gemacht haben und ich ein bisschen fest aus dem Kopf vielleicht. Da bin ich in Journalismus. Was hat das mit dir gemacht, wo du gemerkt hast, dass die anderen besser sind? Bist du dann einer, der sagt, ja gut, lack of talent oder eben andere Analyse, ich habe es zu fest aus dem Kopf gemacht? Oder hat es dich auch motiviert, noch mehr zu arbeiten? Also grundsätzlich, wenn ich noch einmal da stehe, dann motiviert es mich mehr zu arbeiten. Und es motiviert mich auch zu verändern, es motiviert mich zu hinterfragen. Das tut ja dann weh. Das ist eigentlich immer eine Kränkung, wenn du merkst, ich mache etwas, was ich vielleicht nicht ganz so gut kann, wie ich meine, oder wo ich sogar ehrlich muss sagen, dass ich vielleicht gar kein Talent habe. Aber zuerst gibst du ja mal mehr Gas und mehr Gas. Und irgendwann merkst du vielleicht, ich muss ausweichen. Das ist ja dann eine Frage von Gesundheit auch, dass du merkst, nein, ich stiere nicht einfach alles durch, sondern ich habe die Ohren offen. Und das ist sicher etwas, was ich das erste Mal gelernt habe, aber nicht das letzte Mal. Ich würde gerne mit dir dein bisherige Leben so ein bisschen wie in einem Film durchgehen. Etablieren wir also zuerst mal den Hauptdarsteller, gehen wir ganz an den Anfang. 1981, da kommst du auf die Welt, wachst in Winterthur auf. Was sehen wir da für eine Szenerie? Wie hat das ausgesehen? Ui, das ist jetzt eine grosse Frage. Also ich glaube, etwas vom Prägenden ist, dass ich in einer Grossfamilie aufgewachsen bin. Ich bin der älteste von 4 Kindern, also ich habe 3 Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Und eine von meinen grossen Kindheitserinnerungen ist, als ich 6 bin und ich habe das neugeborene Kindli, also meine kleine Schwester auf dem Arm. Und das ist ganz echt der Moment, wo ich gewusst habe, ich will Kinder. Und ich habe schon mit 6? Mit 6. Ich habe das unfassbar gefunden. Es hat meine Welt gesprengt, dass das an ein Mensch ist und dass man irgendwie die Verantwortung ja auch ein bisschen hat als grosser Bruder. Und das ist sicher etwas, was mich geprägt hat. Wir haben es bis heute gut, auch als Geschwister miteinander. Wir sehen das sehr regelmäßig. Und das ist etwas, was mich geprägt hat, dass ich dann auch ganz früh in meinem eigenen Erwachsenenleben, wo ich meine Frau kennenlernen durfte, sehr früh haben wir beide gewusst, wir wollen Kinder. Hat es nie Konkurrenz gegeben? Das ist ja unter Geschwistern. Also ich kann es nur sagen, wo man mir meine Schwester gezeigt hat, ich bin erst 2-jährig gewesen, als junge 2-Jährige, die Reaktion, die damals, es hat ein bisschen gezogen in dem Gang, hat man mir gesagt, da hat man so das Nuscheli vom Kopf von meiner Schwester weggenommen und meine Reaktion war, wieder zudecken. So, das sind die ersten Worte meiner Schwester, die ich heute auch abgöttisch liebe. Haben die das nie gehabt, also Konkurrenz auch unter den Geschwistern? Wahrscheinlich erst später. Ja, und vielleicht ein bisschen so die 3 Buben und das kleine Mädchen, wo dann immer der Vorwurf im Raum gestanden ist, die wird natürlich verwöhnt, oder? Aber eigentlich nicht so. Ich glaube eher, dass wenn schon meine kleineren Geschwister zum Teil einen starken, grossen Bruder hatten, wo sie schauen mussten, wie sie ihren Platz finden. Ich glaube, wenn du die fragen würdest du vielleicht noch ein paar Sachen herausfinden, die ich gar nicht so bewusst habe. Ich habe es nicht so empfunden, ich bin eigentlich immer unglaublich stolz gewesen. Und ich finde auch, so eine Grossfamilie hat etwas
Mäßigendes, es hat etwas Ausgleichendes. Und auch, ich meine, Eltern haben ja einen riesigen Einfluss. Das ist etwas, was mich jetzt als Vater immer wieder ein bisschen erschreckt. Wie wichtig du bist, wie viel auch deine Fehler dann halt ausmachen. Und wenn du wenigstens verschiedene Kinder hast und eine Großfamilie, dann weißt du, dass sich das auch irgendwie ein bisschen ausreguliert und dass sie zumindest nie allein sind. Du hast Eltern, die nicht nur auf die eigenen Kinder Einfluss hatten, sondern sie sind als Lehrpersonen natürlich auch mit Einfluss auf andere gewesen. Was ist das für ein Aufwachsen in diesem Lehrerhaushalt? Ja, das hat jetzt nicht so eine grosse Rolle gespielt. Ich glaube, es ist sicher so, dass sie immer viel erklärt haben. Also es ist natürlich schon ganz früh hat es die Gespräche gegeben und ich bin ein Frecher gsi, der immer Fragen gestellt hat, der alles hat wissen, der diskutiert hat. Und das habe ich dort sicher mitgenommen, oder? Also das ist schon etwas, was mich geprägt hat, mehr, dass wir dann halt schon auf dem Waldspaziergang über irgendwelche politische Fragen geredet haben oder über, keine Ahnung, Relativitätstheorie. Dafür haben wir überhaupt keine Ahnung von Sport gehabt. Bis heute, jetzt will mein Zweitjüngster mit mir ein WM-Wettspiel machen und ich habe heute noch irgendwie knapp noch irgendetwas gewählt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe jetzt gesagt, ja, ist ja gleich, was ich da gesagt habe. Das klingt ein bisschen nach einem Klugscheisserkind, wenn ich das frech darf sagen. Totales Klugscheisserkind. Bist du so einer gewesen, der mit den Lehrern auf Augenhöhe diskutiert hat, schon mit 12 Jahren? Ja, ich weiss nicht, ob es die Mitschüler mehr genervt hat oder die Lehrer. Was bist du für ein Kind in der Schule? Also, ich glaube, das, was man Streber genannt hat. Also, ich begeistere mich für Sachen, die ich mache. Und in der Schule habe ich mich für die Schule begeistert. Und sobald ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich ein bisschen weniger begeistert für Studieren, weil da habe ich ja arbeiten können. Das ist eigentlich viel spannender. Ich finde, etwas lernen beim Arbeiten ist 1000-mal spannender, als irgendwie immer noch in der Uni hocken. Da ist mir ein bisschen schwerer gefallen. Aber in der Schule ist ja der Job, dass du dich dem Material widmest und dem Stoff. Und das habe ich extrem gerne gemacht. Ist das Lernerin gefallen? Bist du einer, der schnell lernt? Ja, ich glaube, das kann man fairerweise sagen. Wir sind in einer Grossfamilie, wie du heute selber auch hast, aufgewachsen. Du hast selber 5 Kinder. Wie kannst du denen gerecht werden bei deinem Pensum? Was bedeutet dir für Familien auch? Ja, extrem viel, aber gerecht werden kannst du Kindern eigentlich nie. Und das liegt nicht nur an dir, sondern auch ihnen. Sie würden immer mehr wollen. Und in einer Großfamilie kämpfen sie auch um deine Zeit und kämpfen, weil sie wollen ihre Themen mit dir besprechen. Oder? Also das ist wie normal, oder? Von dem her gerecht werden kannst du ihnen sowieso nicht. Sie müssen sowieso lernen, sich irgendwie arrangieren. Und sie müssen sowieso auch lernen, ohne dich Sachen machen. Und das ist in einer Großfamilie sicher noch grösser. Und dann ist es für dich selber als Vater ist natürlich immer ein Zerrissensein. Ich sage einmal, früher haben nur die Frauen das Problem gehabt, dass sie sich hin und her gerissen gefühlt haben. Heute haben wir Gleichberechtigung. Heute dürfen sich Väter auch hin und her gerissen fühlen zwischen dem Job und der Familie. Also ja, natürlich bin ich zu wenig bei den Kindern. Natürlich wäre ich gern mit den Kindern. Aber ich mache auch meinen Job gern. Und ich muss ja Geld verdienen. Also die Kinder brauchen jetzt im Sommer wieder neue Sandalen, weil die Sandalen vom letzten Jahr sind alle kaputt. Du weißt, wie das ist mit diesen Trottinetten. Da sind die Sandalen super schnell kaputt. Und es ist auch ein Wert, dass die jetzt Sandalen bekommen. Und da muss man sich auch nicht entschuldigen dafür, dass man gar arbeiten. Aber dass man gern mehr bei den Kindern wäre, das ist natürlich so. Ich könnte mir vorstellen, also du antwortest jetzt sehr professionell, aber wenn man dich ein bisschen als Mensch kennt, wenn man mit dem Umfeld redet, dann weiss man, das ist ein Thema, das dich wirklich umtreibt, die Familie. Also ich kann vielleicht ein Beispiel sagen, die meisten, die da im Bundesbern im Betrieb sind, die haben da irgendwie noch eine Wohnung oder ein Airbnb oder etwas. Du hast mir mal bei einem Nachtessen gesagt, du gehst jeden Abend heim auf Zürich. Warum? Das ist vielleicht so. Also 1 oder 2 Mal nehme ich vielleicht ein Hotelzimmer zu Bern, wenn ich wirklich eins brauche. Aber die letzte Session, jetzt zum Beispiel im Sommer, bin ich noch nie zu Bern am Übernachten gewesen. Wenn ich dann irgendwo da zu Bern in einem anonymen Hotelzimmer bin, dann packt mich eine ganz tiefe Traurigkeit. Weil dann denke ich, jetzt habe ich irgendwie das Gleichgewicht verloren. Und wenn ich aber noch heim kann, und auch wenn es nur ist, um noch eine Wäsche in die Maschine zu tun, oder die in der Maschine ist, in den Tumbler tun, oder die im Tumbler ist, in eine Zeine tun, wenn es nur das ist, dann habe ich irgendwie das Gefühl, da ist mein Anker. Da weiss ich, dass ich daheim bin und für das arbeite ich auch. Und darum versuche ich tatsächlich, wenn immer möglich, heimzugehen. Du hast ja gesagt, du willst gerne morgen wenigstens deine Kinder noch sehen. Ist das überhaupt möglich? Du kommst spät heim, du gehst wahrscheinlich auch relativ früh wieder. Also wie muss man sich die Szene vorstellen, wenn der Papi Jonas heimkommt? Dann musst du dir so vorstellen, dass häufig dann noch der Älteste oder auch 2 von den Ältesten noch wach sind, weil sie mich gefragt haben, ob ich komme. Musst du dir vorstellen, dass sie mich vielleicht am Bahnhof abholen? Tatsächlich? Tatsächlich.
Und musst dir vorstellen, dass das einem im Moment, wo du reinkommst, die Türen aufmachst, da sind die Kinder da, oder wo du am Bahnhof ankommst und die stehen dort, dann ist alles andere irrelevant. Dann kannst du vergessen, was du gerade noch für Sorgen hast oder für Freude hast, dann zählt nur noch das. Und das ist etwas, wo dich tatsächlich um kein Geld in der Welt, für keinen Job in der Welt hergeben würde. Deine Frau ist auch berufstätig und umtriebig, wie du auch. Also, wie man sagt, eine Powerfrau, darf man ja wirklich sagen. Welche Rolle hat sie in deinem Leben? Ist sie die Regisseurin, die Hauptdarstellerin, Produzentin oder etwas ganz anderes? Meine Frau ist ein bisschen mein Klumpenrisiko in meinem Leben. Wenn das klingt nach Liebe. Ja. Ja, das ist, ich sage immer, hab keine Angst vor dem Pfarrer oder vor Gott oder vor dem Staat, denk einfach an die Hypothek. Nein, meine Frau ist natürlich meine engste Verbündete, meine engste Vertraute. Wir sind jetzt länger zusammen als nicht zusammen in unserem Leben. Wir sind zusammengekommen, da bin ich, jetzt muss ich überlegen, dass ich keinen Unsinn erzähle, da bin ich, glaube 20 gewesen und sie 18. Sie ist von Genf nach Zürich gekommen. Wir haben uns verliebt, seitdem sind wir zusammen. Und da denke ich häufig, wenn das wegbrechen würde, wenn diese zentrale Beziehung wegbrechen würde, dann würde meine Welt wanken. Wenn der Job schwierig ist oder vielleicht sogar, wenn du selber gesundheitlich mal ein Problem hast, irgendwie wachst du dran. Und sicher wirst du auch an dem wachsen, wenn du die Beziehung verlierst. Aber das ist das, was ich ganz ehrlich am meisten Angst habe davor, dass ich das mal verliere. Und das kann einem ja passieren mit dem Job. Und sie ist auch sehr aktiv im Job und macht das extrem gern. Und mit dem Kind und mit allem, was einem zieht in dieser Lebensphase. Und das möchte ich wirklich, wirklich, wirklich nicht verlieren. Wie schaffen ihr es, obwohl ihr beide beruflich so stark engagiert sind, euren Kindern zu vermitteln, dass ihr immer für sie da sind? Du musst springen, wenn sie rufen. Gilt übrigens auch für die Partnerin. Du darfst sehr viel machen, wenn du verhandelst. Du darfst nicht einfach gar nicht heimkommen, aber wenn du verhandelst, darfst du ja viel machen. Aber wenn dann das Telefon kommt, dann musst du springen. Und dann muss alles andere liegen bleiben. Die letzte hat eines der Kinder eine Hirnerschütterung gehabt. Und mein grosser Stolz war, dass die Lehrerin zuerst mir angerufen hat und nicht meiner Frau. Und meine Frau hat erst am Abend erfahren davon, als ich schon mit dem Kleinen im Spital war. Und da hat auch meine Chefin, also das Co-Präsidium von der FDP, 100%iges Verständnis gehabt. Alle haben mich springen lassen, das Team hat den Rücken frei gehalten und ich bin im Triemel-Spital mit dem Kind. Und das ist das, glaube ich, was du immer wissen musst, wenn du dann versagst, wenn du dann nicht springst, ich glaube, dann hast du ein Problem. Welche Werte sind dir als Vater wichtig, die du deinen Kindern mitgeben willst? Ich glaube, dass man den Menschen vertraut, dass man den Menschen zugewandt ist und dass man nie auf Schwächere geht. Das ist etwas vom Allerwichtigsten. Du darfst austeilen, du darfst einstecken, aber du darfst nicht runterginken. Und das ist das, was ich ihnen versuche mitzugeben. Und dann vielleicht auch eine gewisse Freude an dem, was man macht. Das ist auch das, was man über mich sagt. Ich habe das Gefühl, ich sehe das auch in den Kindern, dass die Freude haben an dem, was sie machen. Und sie müssen nicht in allem gut sein. Gott bewahre. Aber sie müssen an irgendetwas Freude haben. Und jetzt habe ich schon falsch gesagt, du kannst sie nämlich nicht zwingen dazu, sie müssen nicht. Aber ich hoffe, dass sie an irgendetwas Freude haben, was sie machen. Mir hat jemand aus deinem Umfeld gesagt, du hättest 3 goldige Regeln für deine Kinder. Bitte sagen, Danke sagen und nicht unter das Auto kommen. Das ist das Einzige. Oder? Du kannst noch die Zähneputzen rein oder die Nägel schneiden. Aber das Ding ist, du willst einfach, dass diesen Kindern nichts passiert. Einer hat mir mal gesagt, das ist mir geblieben, ab dem Moment, wo deine Kinder auf die Welt kommen, hast du nicht mehr 1000 Ängste, sondern nur noch eine. Und du willst, dass diesen Kindern nichts passiert und du willst, dass sie halbwegs höfliche Menschen sind. Und der ganze Rest, ich glaube, das schaffen sie selber. Gehen wir zurück zum Film über dein Leben. Der jugendliche Jonas Breuer, was war das für ein Typ gewesen? Wie würdest du die Figur zeichnen, wenn du jetzt Drehbuchautor bist? Ich glaube, er war vor allem sehr unsicher gewesen. Ich weiss nicht, ob das alle sind oder nur die irgendwie so ein kreatives Zeug im Kopf haben. Ich glaube, sehr unsicher über seine Wirkung, sehr irgendwie getrieben, aber gleichzeitig sehr unsicher in welche Richtung. Während dieser Zeit hast du bereits bei SRF gearbeitet, als Untertitler von Fernsehsendungen. Wenn ich es richtig sehe, 5 Jahre lang, kann das sein? Hast du einfach heimlich gehofft, dass man dich entdeckt? Nein, ich hatte einen super Studijob gehabt. Ich habe die Simpsons untertitelt. Also die Simpsons ja. habe ich untertitelt und darum kann ich bis heute fast so schnell, ich sage jetzt mal, schreiben, wie du redest. Und schön war, das war pro Folgezahl. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 200 Franken, 300 Franken pro Folge bekommen. Und am Schluss habe ich die in 2 Stunden habe ich die untertitelt gehabt. Und da habe ich richtig gut verdient. Also du hast nur die Simpsons untertitelt? Nein, da ist schon eine Tagesschau gekommen und 10 von 10, aber dort war natürlich nicht pro Folgezahl gewesen, also ist es eigentlich weniger interessant gewesen. Dafür bist du ein bisschen am politischen Puls gewesen. Der ARD-Moderator, apropos Politik, der Frank Plasberg, hart aber fair, soll dir mal gesagt haben, du hättest kein Fernsehgesicht.
Warum hast du denn trotzdem unbedingt ins Fernsehen wollen? Ja, das Zitat ist nicht ganz richtig von dir wiedergegeben. Frank hat mir gesagt, Sie haben auch kein Fernsehgesicht. Also eigentlich ein grosses Kompliment. Wenn du nicht das Fernsehgesicht hast und trotzdem zum Fernsehgast arbeiten, dann musst du ja irgendetwas anderes zu bieten haben. Aber an dem Punkt bin ich ja schon beim Fernsehen gewesen. An dem Punkt bin ich schon Brüssel-Korrespondent gewesen. Ich durfte 4 Jahre lang mit meiner Familie, damals schon 3 Kinder, zu Brüssel leben. Das war 2011 gewesen. Es war super gewesen, ich sage dir. Ja. Es war super gewesen. Niemand wollte die Korrespondentenstelle. Alle haben gesagt, wieso nicht? Das ist ja eine der spannendsten. Brüssel und EU, weißt, und schlechtes Wetter und nein, das ist zu kompliziert. Und dann durfte ich dort hin, als wirklich junger Journalist, und dann ist die Euro-Krise ausgebrochen. Und jeden Tag, Abend in der Tagesschau, Abend im 10 vor 10, die Euro-Krise, habe ich für mich in die Materie hineinverbeissen und habe etwas von dem gelernt, was mich bis heute prägt. Wenn du etwas verstanden hast, dann ist das höchstens die Hälfte der Arbeit. Dann musst du überlegen, wie du in Gefühl übersetzen kannst, wie du in einfache Sprache übersetzen kannst, damit du es nicht einfach sagst, sondern damit es der andere hört. Und das habe ich eigentlich dort üben, jeden Tag, jeden Abend an der Euro-Krise. Hast du dann später auch noch mal umgesetzt in der Arena, kommen wir dann sicher auch noch dazu, wo das Angebot kommst, respektive du dich beworben hast für den Job in Brüssel. Was war die Überlegung hinter dem gewesen? Wir sind eine junge Familie. Man überlegt sich ja dann sicher eben auch für Kinder, oder? Wo wachsen die auf etc. Ist das etwas gewesen, was euch umtrieben hat damals? Ja, in das Ausland gehen, mal die Schweiz verlassen und draussen sein und dann umso lieber wieder heimkommen. Wir sind schon vorne ein Jahr in New York gewesen. Ich habe dort einen Austausch gemacht von der einen Filmschule an der anderen. Meine Frau hat das Lied geschrieben. Und wir haben dort übrigens beim Fernsehen ein Praktikum machen und das muss ich schnell erzählen. Dort habe ich nämlich das Baby hüten vom Roman Fernsehkorrespondent aus Genf. Und wir sind mit dem Baby durch New York gestossen. Meine Frau 23, ich 25. Und dann haben wir gewusst, wir wollen wirklich Kinder. Also das heisst, wir haben das Ausland schon mal gehabt. Und als wir dann die Gelegenheit hatten, nochmal ins Ausland zu gehen und das mal noch länger und wirklich auch beruflich, wirklich auch bezahlt sein und dort dürfen seine Existenz verdienen, da haben wir nicht zweimal überlegen. Was haben ihr dann gelernt? Eben, du sagst, wir haben weg von die Hause, vielleicht auch etwas anderes gesehen. Was haben ihr gelernt in Brüssel? Ja, du lernst halt etwas über dich. Du lernst, dass du in einer ganz anderen Umgebung auch funktionierst. Oder vielleicht sogar ein bisschen ein anderer bist. Du bist ja der, wo du dich fühlst, aber du bist auch ein bisschen der, wo die Leute dir zuschreiben um dich herum. Und wenn du plötzlich allein mit deiner Partnerin und damals 1 Kind, dann schnell 3, in einer anderen Stadt bist, wo du nicht weisst, wie man den Apfel rausstellen muss, wo du auch der Ausländer bist oder die Ausländerin, wo du vielleicht wirklich die ganze Ritual neu musst lernen. Zum Beispiel in Belgien sind Bricos, also Do-it-yourself-Läden, am Sonntag offen. Weil die Belgier lieben am Sonntag noch irgendetwas basteln. Und plötzlich merkst du, eigentlich tue ich auch noch gerne am Sonntag irgendetwas basteln und fangst an in den Brico gehen. Und wenn er mal zu ist, regt es dich auf. Und dann merkst du, dass du in einer ganz anderen Umgebung auch funktionierst und besser funktionierst oder schlechter funktionierst, aber anders funktionierst. Also würdest du sagen, die Umgebung ist extrem entscheidend, wie man als Mensch nachher erwachst? Ja, das glaube ich schon. Also wir meinen ja immer, alles, was uns gelingt, kommt aus uns selber raus. Und alles, was uns misslingt, hat uns irgendjemand anderes beigestellt. Und ich glaube, relativ viel wird eigentlich auch beeinflusst außerhalb von unserer Macht. Also wenn du sagst, Regisseur und Kontrolle, eine der grossen Lektionen, die ich bisher irgendwie mitgenommen aus dem Leben ist, du kontrollierst weniger, als du meinst. Das entbindet dich nicht davon, es trotzdem zu versuchen, sonst wäre es ja langweilig. Aber du darfst nicht meinen, es gelinge dir einfach. Ich stelle mir das als grossen Clash vor, wenn du eben zum einen, du hast jetzt ein bisschen populistisch übersetzen, die kleine Wurst bist im Ausland, wo mit dem Leben irgendwie muss zurechtkommen. Und dann hast du aber den Badge an deiner Hose, wo du zu einem der mächtigsten Gebäude, zum mächtigsten Gebäude von Europa Zugang hast und jeden Tag auch um die mächtigsten Politiker von dem Kontinent herum bist. Wie gehst du mit diesen verschiedenen Lebensrealitäten um? Gerade noch als, du bist ja da immer doch ja, sehr ein junger Mann gewesen dort. Gut, jetzt sind wir schon fast bei meinem heutigen Job, den ich machen darf, dass die Leute sind nicht so mächtig, wie du meinst. Also man stellt sich das so vor und auch in der Schweiz wird das zum Teil ein bisschen überhöht oder dann natürlich sehr tief runtergeschupft. Die sind alle nicht so mächtig. Also zum Beispiel die ganze EU ist nicht halb so mächtig, wie man meint. Die haben eigentlich sehr limitierte Kompetenzen und die grosse Macht ist in den nationalen Hauptstädten. Also in Berlin und in Paris und in Rom. Und in Brüssel ist dann eigentlich nur der Konsens zwischen denen. Und wenn du mal merkst, dass die alle mit Wasser kochen und dass die alle sehr wenig Einfluss haben, sogar Angela Merkel, die ich dort x-fach in Medienkonferenzen getroffen habe, auch mal Fragen gestellt habe, auch die
hat nicht grosse Macht. Auch die ist eigentlich eingebunden in so ein Geflecht von Beziehungen und von Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten und von Image, das sie immer aufrechterhalten müssen. Und wenn du das mal verstehst, dann fängst du an, Politik ein bisschen milder zu betrachten. Die haben sehr viel weniger Spielraum, jede und jede Einzel, als man meint. Alle Verschwörungstheoretiker sollten einmal eine Woche irgendwie in so ein Haus gehen, um zu arbeiten, hier in Bern oder in einer anderen Hauptstadt, und würden sehen, dass niemand, aber wirklich niemand, einzelnes Pfäden zieht. In unserem imaginären Film über den Jonas Breuer kommen wir jetzt zum Punkt, wo du öffentlich wahrgenommen das erste Mal eigentlich eine Hauptrolle spielst. 2014 wirst du Moderator von der Arena. Warum der Weg zurück von Brüssel? Was hat dich an der Arena so gereizt? Also komm jetzt, was würde dich reizen an der Arena? Nur am Freitag arbeiten. Ja, das war tatsächlich schön. Du fängst am Freitagmittag an, Freitagabend ist alles wieder durch. Nein, es ist natürlich tatsächlich eine lässige Sendung. Dort kommt vieles zusammen. Es ist auch eine Bühne, das ist ja nicht echt, aber es ist eben auch nicht fake. Es ist zwar eine Inszenierung von Politik, aber darin abgebildet ist sehr wohl die reale Politik, weil alle Wählerinnen und Wähler von all diesen Arena-Gästen sollen ja die Gäste nachher wieder wählen. Also die Leute meinen manchmal, das sei nur fake, das sage ich immer, das ist wirklich nicht der Fall. Nur weil sie nachher beim Apero ein Bier zusammen trinken, heisst nicht, dass sie sich nicht sehr wohl uneinig sind, wenn sie im Studio sind. Das kann man, glaube ich, so bestätigen. Vielleicht für die Leute, die jetzt noch nie die Arena moderiert haben, ich glaube, das ist die Mehrheit von denen, die zuhören. Wie muss man sich den Job vorstellen? Also, weißt, wie hat so eine Arbeitswoche von dir ausgesehen? Also wir haben das Glück gehabt, in einem kleinen Team, ich glaube, wir sind etwa 8 Leute gewesen, die Sendung wirklich zu gestalten. Das heisst, du tust sie nicht nur moderieren, sondern du tust zusammen mit der Redaktionsleiterin und dem ganzen Team, die sind heute noch dort, tust du zusammen die Sendung vorbereiten. Das heisst, du überlegst dir, welches Thema gibt die Woche zu reden. Welche Gäste lädst du ein, damit es fair ist, damit du wirklich eine echte Debatte hast. Und dann fängst du an, dich wirklich nicht tief in die Materie hineinzubegeben. Du hast vorhin gesagt, ob ich einfach lerne. Und ich glaube, dort musste ich ganz viel lernen, weil da musst du jede Woche ein neues Dossier lernen. Und nächste Woche wieder ein anderes und übernächste Woche wieder ein anderes. Und jedes Mal einigermaßen auf Augenhöhe mit den Politikern und Politikern mitstümpern. Bestenfalls weisst du sogar mehr wie sie. Ja, wenn das so wäre, dürfte ich es nicht merken. Sehr schnell ist ja dann der Vorwurf von der Rechtslastigkeit gekommen, nachdem du die Arena übernommen hast. Aus heutiger Sicht muss man sagen, gar nicht zu Unrecht, oder? Ja, wobei damals haben immer alle gesagt, ich sei ein SVPler. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nie ein Problem gehabt und habe es, glaube ich, auch heute nicht, meine eigene Meinung zu abstrahieren vom Job. Das ist jetzt ja als Generalsekretär von der FDP Schweiz auch wieder so. Vielleicht habe ich beim einen oder beim anderen auch eine politische Meinung. Aber ich bin ja nicht angestellt, um meine Meinung zum Programm zu machen. Sondern ich bin angestellt, um irgendwie versuchen, die unterschiedlichen Positionen von der Chefin und Chefs irgendwie zusammenzubringen, dass sie getragen werden. Und ganz ähnlich war es eigentlich bei der Arena, wo du immer schauen musst, kann ich von allen respektiert werden? Kann ich Glaubwürdigkeit haben? Bei den Linken, bei den Rechten, bei den Mittigen, bei den Liberalen, bei allen? Und kann ich trotzdem eine gute Sendung machen? Wer interessiert sich heute für deine Meinung? Also, meine Frau, nein, ich meine, meine Kinder. Nicht die private Meinung. Jetzt gerade interessiert mich deine Meinung für die nächsten knapp 20 Minuten noch extrem. Nein, also weißt, wer geht heute vielleicht aktiv deine Meinung fragen, die du vorher gar nicht hast können sagen? Also kommt das Präsidium auch zu dir und sagt, Jonas, was meinst du? Ja, das gibt es natürlich, aber die fragen nicht nach meiner persönlichen Meinung. Die fragen also häufig natürlich nach meiner Analyse. Sie kommen und sie sagen, unsere Analyse ist die und die, wir möchten das und das machen, hast du noch eine Meinung dazu? Aber dort geht es wieder nicht darum, was ich persönlich finde, sondern es geht darum, wie kann ich sie unterstützen, dass ihre Position mehrheitsfähig wird. Was kann ich beitragen, was ich vielleicht aus anderen Parteien gehört habe? Was ist vor allem das, was ich aus den Kantonen höre? Unser ganzes Team da hat eigentlich die Fühler in der FDP Schweiz, in den Kantonen, in der Fraktion, überall. Und wir versuchen, das irgendwie so zusammenzubringen, dass wenn dann jemand kommt und etwas sagt, dass das auch getragen wird. Das ist eigentlich wie eine Lobbyarbeit, aber innerhalb der Partei. Was hast du in dieser Arena-Zeit gelernt, wo du heute, wo du wieder in der Politik tätig bist, vielleicht gut kannst brauchen? Ich glaube, das Allerwichtigste sind Beziehungen, die ich schon aufbauen kann. Wenn man Politik so jetzt von innen sieht, wie ich das darf, dann merkt man, wie unendlich wichtig Beziehungen sind. Die Leute begegnen sich auch immer wieder hier im Bundeshaus. Heute sind sie Gegner, morgen sind sie Verbündete.
Und das führt eigentlich zu einer Art, wie soll ich das sagen, zu einer Art Rücksicht, dass du die Beziehungen nicht beschädigen darfst. Das ist das Allerwichtigste. Da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Das ist, man sagt ja immer, das Netzwerk. Aber es ist nicht das Netzwerk. Es sind einzelne Beziehungen von dir zu mir, von dir zu jemand anderem. Und nur als ganzes Bild gibt es dann ein Netzwerk. Das heisst, die Beziehungen, die ich schon bei der Arena aufbauen durfte, dass ich viele da schon kenne, dass wir viele schon mal zusammen gehockt sind oder geschnurrt haben, auch wenn die Kamera nicht gelaufen ist. Ich glaube, das ist das Wertvollste zum Mitbringen. Du bist natürlich eben auch schon als Brüssel-Korrespondent den Leuten bekannt gewesen, du bist in der Tagesschau gekommen. Trotzdem, glaube ich, ist nachher der Job bei der Arena, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft, nochmal viel, viel grösser. Plötzlich musst du dich auch viel mehr exponieren. Die Leute haben plötzlich auch eine Meinung zu dir. Wie bist du mit dem umgegangen damals? Also das hat mich zuerst natürlich irgendwie gestresst. Das ist, ich weiss nicht, wie du das erlebt hast. Wie hast du das erlebt? Ja, ähnlich, es stresst. Aber ja, also es kommt halt mit dem Job mit. Und da finde ich immer, ja, wenn du halt den Kopf zum Fenster aushebst, dann hast du den Wind im Gesicht, oder? Ja. Und dann ich habe es so erlebt, dass Kritik gar nicht das Schwierigste ist. Weil Kritik tatsächlich, wie du sagst, wer eine freche Schnurre hat, muss sich nicht wundern, wenn es zurücktönt. Schwieriger als Kritik ist eigentlich Zuneigung. Weil du dann plötzlich von Leuten Zuneigung bekommst oder Kompliment oder wirst eingeladen oder irgendetwas und dort immer dich konsequent abgrenzen und wissen, genauso wie Kritik vielleicht nicht immer dich trifft persönlich, sondern die Rolle, genauso ist auch die Zuneigung nicht immer dir gemeint. Ein Freund von mir im Schweizer Fernsehen hat mal gesagt, es ist eine Sonne, die nicht wärmt. Schönes Bild. Das, was dich trifft, die Sonne, die dich anstrahlt als sehr prominente Persönlichkeit, die wärmt nicht wirklich. Die dich wärmt, die kommt von den Leuten, die dich gerne haben, ob jetzt die Kamera läuft oder nicht. Wie lange ist es gegangen, bis du kapiert hast, die sind gar nicht nett zu mir, wie sie den Jonas Breuer nett findet, sondern wie es der Arena-Moderator braucht? Das ist jetzt ein bisschen arrogant, aber das habe ich schon gewusst vor der ersten Sendung. Das ist eigentlich wie klar. Und das merkt man sofort. Du merkst übrigens auch sofort, wenn es weg ist. Wenn du den Job verlierst, wenn du plötzlich mal wirklich auf die Nase gehst und dann merkst du auch plötzlich, dass du vielleicht dich bemühen musst, zum Mittagessen mit Leuten zu bekommen. Nicht mit deinen Freunden, aber mit Leuten, die du beruflich kennst. Und das ist eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung. 2019, apropos, haben wir ein Mittagessen miteinander, wo du mir von einem neuen Projekt erzählt hast, Blick TV. Man hat es schon fast wieder vergessen, dass es das mal gegeben hat. Was war euer Ziel damals? Unser Ziel war das schnellste Newsfernsehen der Schweiz. Digitales CNN. Wir hatten eine Partnerschaft mit CNN. Und da hat Mark Walder, der CEO von Ringe, den du bestens kennst, wirklich eine Vision gehabt. Das kann er wie wenig andere. Er glaubt an etwas oder er sieht etwas im Ausland und dann sagt er, das machen wir. Und tut das mit schierem Willen, tut er das in die Realität versetzen. Und das hat mir Eindruck gemacht. Und ich muss dir ehrlich sagen, wir sind etwa 50 Leute in dem Team, wo wir das haben aufbauen. Es hat ja dann, das weißt du natürlich, wirtschaftlich leider nicht so gut funktioniert. Habe ich dir schon bei einem Mittagessen gesagt? Hast du mir schon gesagt, darum bist du nicht zu uns gekommen. Richtig. Aber ich muss dir ehrlich sagen, die Beziehungen, die ich dort aufbauen habe, die Freunde, die ich dort gefunden habe, vor allem das Leitungsteam, wo wir dort jeden Morgen um 4:30, ich muss dir das nicht erklären, of all people, jeden Morgen um 4:30 gestanden sind, das hat bis heute, wir haben bis heute Kontakt. Ich weiss von dir, dass du ein riesiger Fan von der TV-Serie «The Newsroom» bist. Hast du einfach selber wieder ein bisschen Jeff Daniels spielen und Ringier hat es gezahlt? Ja, es ist natürlich ein grosses Missverständnis. Die wahre Serie, wo ich wirklich ein Fan bin, ist nicht «The Newsroom», sondern «The West Wing». Das ist die Vorgängerserie, wo man den Stab im Weißen Haus sieht arbeiten. Also nicht der Präsident, der kommt schon auch, aber es geht um die Stabsmitarbeiter. Und das ist wirklich wahr, wenn man jetzt zurückschaut, im Nachhinein macht immer alles Sinn, dann gibt das natürlich wirklich Sinn, weil das ist mehr oder weniger die unterstützende Rolle, die ich genau heute machen darf, relativ nahe im Kuchen der Politik. Du hast es gesagt, du hast zu der Spitzenzeit dann 50 Leute geführt, so viel wie nie vorher. Wie lernt man das? Nicht. Ich meine, das ist ein Streit. Hast du ein Team, das du schon geführt hast? Wie viele Leute sind das? Etwa 10. Second Level, also führst du auch Leute, die Leute führen? Nein. Also es ist wirklich, ich habe heute noch häufig schlaflose Nächte wegen einer Teamsituation. Weil ich ein Gespräch mit jemandem führe, wo ich denke, ich möchte da etwas ausdrücken oder ich finde, die Person hat mehr Potenzial und die soll das jetzt mal zeigen oder irgendetwas. Und ich versuche, das möglichst gut zu sagen und ich versuche, mich auf das vorzubereiten und am Schluss ist es wie eine Live-Sendung. Du weißt nicht recht, was passiert und du musst reagieren. Ich glaube, das lernt man nie aus. Das ist etwas, wo du mit jedem Scheitern und auch mit dem Feedback, das du bekommst, ein bisschen weiterkommst, aber das hast du nie einfach im Rucksack. Es ist noch ein grösseres Team gekommen. Nach 2 Jahren bist du weiter zu der NZZ am Sonntag als Chefredakteur.
ein Traum, der, glaube ich, in Erfüllung gegangen ist und wie in einem Thriller nachher ein bisschen zum Albtraum geworden ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen filmisch beschrieben. Das ist die Idee vom Verlauf von dem Gespräch, wie du gemerkt hast. Ja? Nein, es hat schon einen Punkt, weil ich habe etwas Wichtiges gelernt. Ich habe Herzbrot gegessen. So. Und ich habe gemerkt, dass ich am falschen Ort war, weil ich Glaubwürdigkeit in den Augen von meinem Team nicht hatte. Ich würde nie mehr in meinem Leben einen Job übernehmen, wo ich nicht im Voraus zumindest ein gewisses Kapital hätte an Glaubwürdigkeit. Und da bin ich als Fernsehmann, immer noch relativ junger Fernsehmann, in eine Printredaktion gekommen mit extrem erfahrenen Profis, auch beeindruckende Journalistinnen und Journalisten, wo ich bis heute auch sage, die sind einfach super. Aber dann, wenn du noch nie Print gemacht hast, noch nie einen Leitartikel geschrieben hast und noch nie eine Seite gelayoutet hast. Und selber auch gesagt hast, du kannst gar nicht wirklich schreiben. Und selber auch gesagt hast, ich muss das lernen. Da habe ich gedacht, weißt du, da bin ich offen und entwaffnet und sage, wer ich bin, du spürst mich jetzt. Das hat nicht funktioniert. Und das würde ich nicht mehr machen. Da würde ich lieber bei meinem Team bleiben, wo wir es wirklich wunderbar hatten, als so etwas annehmen, auch wenn es tatsächlich verlockend war und wenn es natürlich auch schön war, mir die Verantwortung anzuvertrauen. Ich bin immer noch dankbar für die Leute, die das gemacht haben. Aber ich würde es heute nicht mehr annehmen. Du giltst bei anderen Leuten aber auch als eher beratungsresistent. Auf wer hörst du, ausser auf dich? Ja, also ich versuche auf viele zu hören, aber es ist sicher so, dass mir das nicht immer einfach fällt. Aber wenn jemand kommt und mir Argumente gibt, dann höre ich schon zu. Das Problem ist, dass man lernen muss, auch zuzuhören, wenn man die Argumente nicht so gut findet. Solange es einem überzeugt, ist es nicht schwierig zuzuhören. Aber irgendwann in deinem Leben lernst du, dass du auch zuhören musst. Und das Zuhören eigentlich das Wichtige ist, ganz egal, ob dich die Argumente überzeugen. Weil der andere genauso verdient hat, dass du ihm zuhörst, wie du möchtest gehört werden. Du willst auch nicht nur, dass deine Argumente beurteilt werden oder qualifiziert werden. Und da habe ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht zum Lernen als andere. Jetzt kommen wir im Film zu deinem Leben von der Serie Newsroom von vorher in Richtung Polit-Thriller-Serie House of Cards. Oder? Nach deiner Entlassung dann bei der NZZ bist du in der Politik. Seit 2024 bist du da. Wir sind gerade in deinem Büro Generalsekretär von der FDP, wo du seit dem Abgang bei SRF auch Mitglied bist. Wieso der Seitenwechsel? Was hat dich an dem gereizt? Ja, also du fragst mich das, aber ich glaube, du weißt es auch. Politik ist etwas vom Wunderschönsten der Welt. Politik ist, wie Menschen ihre Beziehungen miteinander organisieren in grösseren Strukturen. Politik und Recht. Und da mal wirklich hineinsehen, nachdem man fast 20 Jahre lang darüber berichtet hat und die Menschen kennt und die Akteure kennt und auch ein bisschen die Mechanismen meint zu kennen, da mal ein Teil davon sein und in einer unterstützenden Rolle eigentlich fast überall am Tisch zu sein. Das war natürlich ein Traumjob gewesen. Wir sind ein kleines Team, wir sind knapp 20 Leute, die jetzt natürlich auf die Wahlen 27 ein bisschen wachsen. Jetzt können wir anfangen anstellen, rekrutieren, wir können Leute fördern, entwickeln zu Seniors. Die können selber wieder Juniors anstellen. Das ist ein Glück, dass ich das wieder durfte. Und gerade auch, wenn man mal richtig gescheitert ist beruflich, du bist jetzt vorne da sehr taktvoll drüber, gerade wenn man mal wirklich, nachdem es immer geheißen hat, Shootings da und dem gelingt alles und dann geht man mal auf die Nase und muss mal sich bewerben. Gerade dann wieder die Chance bekommen, mit einem Team so etwas zu reissen und zu merken, dass es funktioniert. Das ist für mich persönlich ein reines Geschenk. Also ist die FDP ein Auffangbecken für dich? Ja, das darfst du jetzt gerne so sehen. Ich glaube, für mich war es vor allem eine Chance auf mehr als einer Ebene. Erstens auf dieser menschlichen, wie ich es dir jetzt gesagt habe. Und zweitens will ich jetzt in der Politik natürlich auf eine ganz andere Art hineinsehen und auch auf eine Art darf, wir sagen einmal die Hände im Teig. Niemand entscheidet, aber es gibt natürlich Leute, unser Co-Präsidium, Susanne Vinzenz und Benjamin Müllermann, die entscheiden natürlich vieles. Aber wir im Stab, wir in dem Team, wir im GS, wir sind die auch mitknetten, die Sachen vorbereiten, die Vorschläge machen. Und das wirklich von ihnen sehen, das hätte ich mir nie je wünschen. Was macht ein Generalsekretär konkret? Ich glaube, die wenigsten können sich unter diesem Beruf so einen Alltag vorstellen. Also das Schöne an dem Wort Generalsekretär, das ja wahnsinnig wichtig tönt, ist, dass beide Aspekte drin sind. Irgendwo durch hat sich ja etwas Strategisches, Generaliges, vor allem aber ist Sekretär. Buchstäblich bin ich am Sandwich holen. Buchstäblich bin ich am Kaffeetassen abräumen. Aber ich bin halt auch dabei, wenn man Positionspapiere erarbeitet. Und ich tue das Zeug challengen. Und ich tue vor allem die internen Vernehmlassungen unterstützen. Du musst dir vorstellen, eine Partei ist wie Politik insgesamt eine Ansammlung von Menschen mit unterschiedlichen Interessen.
Das heisst, du musst immer wieder schauen, dass die irgendwie zusammenfinden. Und da braucht es ja auch Leute, und das sind wir in dem GS, also ich bin ja nicht nur ich, da braucht es Leute, die immer allen zuhören, nicht immer die Argumente bewerten, und das versuchen zusammenzusetzen wie ein Puzzle. Und dann den Chef sagen, schaut mal, ich glaube, dort hätte er den Rückhalt, da kann ich euch noch versuchen, Rückhalt zu verschaffen. Und das Telefon müsst ihr wahrscheinlich selber machen, das ist einfach eine Flughöhe zu hoch. Du bist auch ein bisschen zu der FDP geholt worden, um das Verhältnis, das unter dem ehemaligen Präsidenten zu den Medien, glaube ich, ein bisschen gelitten hat, auf bessere Bahnen zu lenken. Wie haben deine ehemaligen Gespönli in den Medien darauf reagiert, dass du jetzt von der anderen Seite kommst? Es ist noch lustig, ich habe es eigentlich mit den Journalistinnen und Journalisten sehr gut, würde ich sagen, du müsstest sie fragen. Ich glaube, viele Journalistinnen und Journalisten haben heute selber ein Bewusstsein, dass ihre Branche so fragil geworden ist, dass ihr Job vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da ist, dass sie durchaus selber sich schon die Gedanken gemacht haben, ja, will ich echt mein Leben lang Journalist sein? Was vor 10 Jahren oder 20 Jahren hat man noch gesagt, du bist ja so ein Parteimitarbeiter oder so ein Lobbyist oder irgendetwas. Ich glaube, da ist ein gewisses Umdenken am stattfinden und da sind die Leute ein bisschen vom höheren Ross runtergekommen. Du hast dir ja sicher auch etwas überlegt. Du hast das Amt als Generalsekretär nicht aus Verzweiflung angenommen. Nicht selten verfolgen Generalsekretäre natürlich langfristig auch politische Ziele, Jonas, wenn du kandidierst? Hoffentlich nicht. Nein, also ein Generalsekretär hat eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist, dass er unterstützt, dass er dient, und zwar allen in dieser Fraktion. Und das Wichtigste, was du da hast, ist deine Glaubwürdigkeit. Es müssen alle wissen, der will nicht sich vorstellen, sondern die Partei oder sie selber. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, was du hast in diesem Amt, und das würde ich also nicht leichtfertig preisgeben. Als ehemaliger Arena-Moderator muss ich dir nicht sagen, warum ich jetzt darauf hinweisen muss. Du hast meine Frage nicht konkret beantwortet, wenn du kandidierst. Nein, nicht natürlich. Das ist etwas, was in der Politik... Nie oder nicht? Nein, also ich sage nicht, dass mich das nicht irgendwann könnte interessieren. Das ist ja logisch. Alle, die in der Politik arbeiten, haben irgendwie Interesse an Politik. Aber du weißt, wie Wahlen funktionieren. Entscheidend sind Kantone. Und in den Kantonen wird das gemacht. Mit der Erfahrung, die man dort hat, mit der Vernetzung, die man dort hat. Und wenn irgendwann der Kanton würde sagen, wir brauchen deine Unterstützung, würde ich das nicht kategorisch ausschliessen. Aber im Moment haben wir in diesem Team und in der Arbeit für das Präsidium, für den Wahlkampfleiter, Damian Müller übrigens auch, haben wir ein Ziel, und das sind die Wahlen 27. Und durch nichts würde ich mich da ablenken. So wie das selbstverständlich alle anderen Parteien auch haben. Ich bin selber heute Morgen noch in der Wandelhalle im Bundeshaus gewesen, und wenn man dort drin ist, wenn man das spürt, die Geschichte, man spürt auch die Macht, finde ich wirklich förmlich, das macht etwas mit einem. Was macht es mit dir? Hey, mittlerweile ein Freund da im Team, der mir sehr vieles beigebracht hat gesagt, Politik ist eine Droge. Wenn du anfängst, in diesen Prozess hinein zu sein und zu merken, wie da ein kleines Hebel dort etwas bewirkt und die reden nicht miteinander, weil sie noch Krach haben wegen der letzten Abstimmung und darum scheitert ein anderes Geschäft. Wenn du das anfängst zu verstehen, dann zieht es dir schon den Ärmel rein. Das ist es so. Du sagst, es ist Macht. Da würde ich dir wirklich widersprechen. Natürlich ist es Macht. Aber die Macht ist tatsächlich bei den Leuten draussen. Du musst dir vorstellen, jeder Parlamentarier, jede Parlamentarierin denkt immer auch an die nächsten Wahlen. Muss ja. Ist ja völlig normal. Das Wichtige an der Politik, da redet jetzt der Liberale, und keine Angst, ich mache keine Propaganda. Das Wichtige ist nicht, dass wir Politiker wählen können, sondern dass wir sie abwählen können. Und das wissen sie. Und darum ist sämtliches Geschwätz von einer Klasse Politik und von einer Elite und von der Macht, ehrlich, ich sage es dir aus tiefer Überzeugung, falsch. Du wirst das ja erst 45, muss man sagen. Im Kinofilm über dein Leben wäre das jetzt wahrscheinlich der Moment, wo es eine Glaspause gibt im Kino, bevor der zweite Teil kommt. Was erwarten die Leute, wenn sie zurück in den Kinosaal kommen? Wie sieht dein zweiter Teil aus? Ich weiss es nicht, das ist ja spannend. Was hast du für Ziel, vielleicht auch für Wünsche? Ich habe früher angefangen, meine Ziele nicht zu eng definieren. Ich will Gas geben, ich will irgendwie etwas bewegen, ich will mit lässigen Leuten zusammenarbeiten. Ich arbeite sehr gerne und ich glaube auch gut in vertrauensvollen Räumen. Das ist etwas, wo du, wenn du es mal nicht hast, plötzlich merkst, wie du es vorne immer geschätzt hast, ohne zu wissen, dass du einander vertraust, dass du auch mal etwas falsch machen kannst, ohne dass dir irgendwie jemand den Kopf abreißt. Und ich glaube, etwas, was sicher in unserem Leben sehr wichtig ist, ist, dass die Kinder jetzt grösser werden. Der Älteste geht jetzt ein Austauschjahr machen, das ist 15,5. Und das zu erleben, schon jetzt, erst gerade noch hat man ihn im Arm gehabt, wie damals die kleine Schwester. Und jetzt geht er schon ein Jahr weg. Das ist etwas, was mich ziemlich einfährt. Und da fängt man dann auch wieder an, so in die zweite Hälfte des Films zu schauen. Was wünschst du dir für ein Ende von deinem Film? Ich habe keine Ahnung. Wie ich gesagt habe, wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass du keine Kontrolle hast.
Und dass du irgendwie die Verhandlung machen musst zwischen deinem Willen und auch deiner Energie, wo du ja irgendwie auch Freude daran hast, an dem Gestalten, Wirken, Machen, Schaffen. Und dem Erkennen, dass das alles überhaupt nicht bewegt. Vielleicht in den Beziehungen, sicher in den Beziehungen zu deinen Kindern, zu deinen Nächsten, aber ansonsten bewirkst du relativ wenig. Und wenn man das aushaltet und trotzdem irgendwie Freude hat weiterhin und gestalten will und Sachen bewegen will, dann ist man vielleicht langsam in einem Alter, wo man sagt, der Film darf auch irgendwann enden. Jonas, danke für das Gespräch. Hey, danke dir vielmals. Merci. SRF 3 Fokus. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.